Herdöpfelchips, wie es sich gehört. Mit Herdöpfelgewürz, die besten, die ihr je gegessen habt. Jetzt zuschauen. Herdöpfelchips gibt es heute. Braucht natürlich Herdöpfel und dann habe ich hier, da ist kein Herdöpfel, das ist Herdöpfelgewürz versteckt. Und was noch? Öl zum Frittieren. Echt? Ja. Also eigentlich Einfach zwei Zutaten. Herdöpfel, und Öl. Und Lust zum Essen. Und das war's. Geht das schnell? Eigentlich schon, ja. Bis sofort zurück. Okay, Ja, danke. bis Tschüss. nachher. Ciao, ciao. Heute mache ich mit geschälten Herdöpfel. Man kann natürlich auch mit Schale machen. Geht's auch. Ein bisschen so rustikale Chips. Ja? Ich nehme da heute festkochende Herdöpfel. Ist das, was ich wirklich hier hatte. Ich mache heute das in der Pfanne. Man kann auch in eine Fritteuse machen, wenn man eins hat. So, geschält sind's. Wir müssen schauen, dass das Öl richtig heiß ist. Aber nicht überheiß. Nicht zu heiß. Es ist immer so eine Sache im Öl frittieren. Ich denke immer, ui, so viel Öl. Da kann man, wenn wirklich richtig achtet und es nicht überhitzt so lang, kann man das Öl 2-3 Mal benutzen. Außer man behält es für viele Zeit, dann darf man nicht. Ich warte noch ein bisschen, werde in dieser Zeit hier noch Herdöpfel raffeln. Hier in die Chips raffeln. Wenn man ganz viel macht, kann man natürlich die Küchenmaschine verwenden. Oder wenn man ganz gut dran ist, kann man auch von Hand schneiden. Aber es ist wichtig, dass sie ganz dünn sind. Ja, wenn ich nur da oben bleibe, geht es schnell. So, kein Chips vergessen hier drin. Und jetzt kommt einer von diesen wichtigen Tipps. Ich habe hier eine Schüssel, einfach mit Hahnenwasser, eher kaltes Wasser. Man sieht schon, wie es ein bisschen schäumt und milchig wird das Wasser. Ich habe nichts mehr drin, es ist nur Wasser. Sauberes Wasser. Rühre ich das hier. Ich will jetzt möglichst viel Stärke aus diesen Herdöpfeln nehmen. Und deswegen sage ich, dass das gar nicht schlecht ist, dass ich gerade hier die festkochende Herdöpfel hatte. Die haben schon ein bisschen weniger Stärke als die mehlige Herdöpfel. Und das mache ich, siehst du jetzt da, wie milchig das Wasser ist. Ich weiß nicht, ob man das gut sieht, wenn ich die Herdöpfel zur Seite nehme. Nochmal im Wasser spülen. Ich zeige dir das gern. Jetzt nochmal, zweites Mal Wasser. Schäumt immer noch ein bisschen. Und das Wasser ist immer noch milchig. Nicht mehr so fest wie vorher, aber immer noch. Und dann ist wichtig, immer so die Herdöpfel wie im Waschbär. Tut man so. Dass überall die Möglichkeit hat, aus der Schnittfläche diese Stärke rauszukommen. Nochmal Wasser. Jetzt. Das mache ich wirklich so lang, bis das Wasser klar bleibt. Guck, es ist soweit. Das Wasser ist klar. Gleiche Menge Herdöpfel. Das ist bei mir jetzt das 3. Mal. Und es langt. Das Wasser ist klar. Jetzt habe ich gut abgetropft, also da drinnen, und dann schön geschüttelt. Zuerst mal dort schon, dass möglichst viel Wasser rauskommt. Dann kommt nochmal das Wasser jetzt wegzunehmen. Verteile die so, möglichst nicht übereinander liegend. Weißt du, warum selbstgemachte Chips auch besser schmecken als die gekauften? Man ist dabei. Man investiert auch Zeit und was schön Zeit, gute Gefühle in diese Herdöpfel hier rein zu transportieren. Das spürt man auch. Nein, vor allem weiß man, was drin ist. Ich würde sagen, jetzt wäre für mich hier Zeit, so mein Öl anfangen zu heißen, also anfangen zu erhitzen. Man kann natürlich vorher schon machen, aber die Chance, dass es überhitzt wird, so, ist so groß, weil dann verliert man das aus der Kontrolle. So, und jetzt drüber schön wirklich möglich viel Wasser rausnehmen. Ich mache bewusst kein Gewürze hier, also kein Salz vor allem, oder in unserem Fall kein Herdöpfelgewürz. Wenn zu viel Wasser hier drauf ist, dann passiert, dass dort viel mehr spritzt und sie werden nachher nicht knusprig, wie ich will. Also, das schön abtrocknet. Damit ich nachher nicht selber im Stress komme, habe ich jetzt schon einen Teller vorbereitet.
und mache auch hier wieder ein bisschen so Papier. Lege ich das bei mir schon beim Herd hier. Dann komme ich nachher nicht in Stress, wenn Chips gut sind und ich muss jetzt noch schnell ein Teller, noch schnell Papier vorbereiten, ist alles schon vorbereitet. Die hier sind soweit, ich habe noch hier ein paar, die ich nochmal machen werde, weil ich kann nicht ganz viel auf einmal frittieren. Sonst sinkt die Temperatur dort zu stark, die fangen an kochen und nicht frittieren, also die werden dann nicht knusprig. Ich mache das ein bisschen und dann wieder ein bisschen und dann wieder ein bisschen, ja. Deswegen langt das für mich für den Moment. Ich darf einfach den Moment nicht verpassen, die optimale Temperatur da. Man kann so verschiedenes testen, ob das Öl schon heiß ist. Nasse Finger und dann Wasser so spritzen. Kann ich noch ein zweites Test machen. Ganz vorsichtig, ja. Ein Chip drinnen. Er kommt an die Oberfläche. Also jetzt habe ich die Zeit, jetzt habe ich den Moment. Mache ich wirklich Chips rein. Das ist ein schönes Bild. Ja? Nicht zu viel, wie gesagt. Schau, dass es nicht zu heiß ist. Nochmal eins und dann warten wir. So ein Teil muss man haben, zum Chips in die Pfanne machen. Altmodisch. So, jetzt kann man ein bisschen so goldiger werden oder jetzt schon wegnehmen. Schön abtropfen da. Das ganze Öl. Und dann hier auf dieses Papier verteilen. Schau, dass die möglichst nicht übereinander liegen. Ne? Ich habe da zweimal. Es ist wichtig, dass nicht zu viele Chips übereinander liegen. Also ich hatte die so schön auf Papier und dann, immer wenn sie schon wirklich ein bisschen abgekühlt waren, weniger Öl drauf, habe ich das so transferiert zum nächsten Teller. Weil so bleiben sie knusprig. Oder ich sage jetzt, bevor ich würze, sogar wie. Also, wie Chips, die man im Beutel kauft, nur noch besser, frischer. Und jetzt erst, das muss man sich wirklich beherrschen, dass man nicht vorher schon Herdöpfelgewürz drüber streut. Nicht, dass eben wieder Wasser vom Herdöpfel rauskommt, dass dort viel spritzt, die nehmen wir alles mit hier. Und dass dann pumpig wird, also so bleiben sie knusprig, die esse ich gerade. Mache ich auch sehr gute Chips. Fantastische Chips. Einfach mit Herdöpfelgewürz drauf. Ich kenne meine Probanden. Da steht, die kommt bald. Und ich weiß, dass er noch mehr drauf tut. Dann mache ich nur wenig jetzt. Und, oh, aber ein bisschen mehr nach Hause. Ne? Schön. Weil jetzt sind sie schon ein bisschen abgekühlt. Es hat aber noch Fett drauf, das Gewürz drauf haftet so. Aber sie werden jetzt nicht mehr pumpig. Und da haben wir die Hai gemacht. Schnell, man weiß, was drinnen ist. Einfach fantastisch. Ich würde wirklich sagen, sind die besten Herdöpfelchips. Ich hole, steady, so mit mir probieren. Kann ich vielleicht den zweiten Teil auch noch vorbereiten. Und dann probieren wir zusammen. Das sind die besten Homemade-Chips von der ganzen Schweiz. Probier mal. Wow, so muss es tönen. Fantastisch. Ohne Soundeffekt. Das sind natürliche Effekte. Sehr gut.